Gebratene Austernpilze auf gemischtem Salat. Diese kommen aus dem heimischen Jungunternehmen Hut und Stiel. Das Besondere, sie wurden auf Kaffeesud gezüchtet. Zum ersten Mal habe ich von der Idee in einem Seminar auf der Uni gehört. Und wie das Seminar vorbei war, bin ich aber dran geblieben, habe Manuel davon erzählt und er war als Agrarwissenschaftler auch stark begeistert von der Idee und seitdem sind wir da dran. Der Kaffeesud kommt aus Wiener Gastronomiebetrieben oder Hotels. 3-mal die Woche holen ihn die Studenten Manuel oder Florian mit dem Lastenfahrrad ab. Verarbeitet wird er im eigenen Labor im 20. Bezirk. Wir befinden uns jetzt im Mischraum. Das ist der Raum, wo wir den Kaffeesud anliefern. Und das heißt, wir mischen den Kaffeesud gemeinsam mit den Kaffeehäutchen, mit Kalk und mit dem Pilzmyzel, das dann zusammen das fertige Substrat ergibt. Und dann füllen wir das Substrat in Säcke ab, wo sie dann in den nächsten Raum weiterkommen. Im Inkubationsraum wird der Frühling simuliert. 3 bis 4 Wochen lang durchwächst hier der Pilz das Kaffeegemisch. In dem Raum ist es finster, es ist warm, es ist höherer Kohlendioxidgehalt und die Luftfeuchtigkeit ist sehr niedrig. Nach 3 Wochen kommen die Säcke in den letzten Raum, den Fruchtungsraum. Dort entwickeln die Austernpilze all ihre Pracht. Das heißt, wir spielen dem Pilz da die Bedingungen vom Herbst vor. Das heißt, es ist kalt, um die 15 Grad, sehr feucht. Wir befeuchten den Raum mit einem Luftbefeuchter und wir haben relativ hohen Sauerstoffaustausch. Das heißt, geringe Kohlendioxidgehalte und viel Frischluft. Das bringt die Pilze dazu, dass so ausschauen, wie wir es da auf dem Sack sehen. Und somit ist der Prozess abgeschlossen und aus dem Kaffeesud sind Pilze geworden. In voller Größe sind sie bereit für den Transport. Also momentan produzieren wir ca. 40 Kilogramm Austernpilze pro Woche. Wir wollen das in Zukunft auf etwa 80 bis 100 Kilo steigern. Davon kommt der Großteil direkt an die Gastronomie. Und mit den Pilzen, die wir nicht direkt verkaufen können, machen wir Sugo, Pesto und Aufstriche. Der verwendete Sud wird von Regenwürmern zu Kompost weiterverarbeitet. So schließt sich der ökologische Kreislauf. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, da wir uns mit Lebensmitteln beschäftigen, vor allem, dass die Lebensmittel lokal produziert sind und keine weiten Wege zurücklegen müssen. Und in unserem Fall auch, dass ressourceneffizient die Lebensmittel produziert werden. Mit ihrer Idee wurden sie mit dem Crafted in Vienna Award der Wirtschaftsagentur Wien ausgezeichnet.